Onze mission is natuurlijk erst de mensen leiden om Jezus Christus beter navolgen. En wer we zijn, wat we doen, dat is verbonden met wo we Jezus Christus navolgen doen. En wanneer we sagen, Jezus Christus navolgen, wir reden nicht von krachte Stoppen nehmen, was hij deed. Dat meint nicht, dat we naar Israël fahren doen en gaan kracht, wo hij gaan deed. Aber dat meint, dat we dan ons leven zo aanstellen, dat het likken deed, zo als Christus leven deed. Wieder Jezus Christus navolgen, meint, dat we willen zijn zoals hij is. We willen de natuur hebben wat hij heeft. En we willen ook andere mensen zo handelen zoals Jezus Christus handelen deed. In Matäus Kapitel 5, Vers 7 hebben we een boodschap wat Jezus Christus brengen deed. En de boodschap wat hier doorgeschreven is, vele schriftgeleerden geloven dat dit is een boodschap wat Jezus Christus in vele steden brengen deed. Aber besonders die boodschap wat hier geschreven is, dat is je predigt door een borg. En dat is bij de Sea of Galilee, door als het een beetje eiwaan en door wie een stad waar Jezus kan in de boodschap brengen. Dus we willen van deel in Matäus Kapitel 7 anfangen. En je wordt vielleicht denken, wanneer je stout mijn boodschappen had gehoord, een paar jaar terug, dan vangen we een series aan. En we reden van een rein het hart. Dus we willen van deel anfangen, waar we ophieren deiden. En dat is Matäus Kapitel 7, van de 7e vers bij de 12e vers. Eier wieder gaan, we nog eenmaal aanvangen met je bed. Jezus Christus, wo allemaal we van deel harken doen. Wanneer dat vorig is, wanneer dat thuis is, wanneer we dat kijken door een tv. Of wanneer we dat harken doen, door een phone, door radio, wo allemaal we dat hier doen. God, ik bid dat u was ons van deel, door God opmerken, dat we kunnen horen van die. Dat we kunnen die navolgen. Dat we kunnen navolgen zijn wat die likken doen, Jezus. Dat is onze verlangen. Dat we kunnen eer en heerlijkheid brengen naar die. En ook dat we kunnen onderleiden. Dan die ook navolgen. We bidden dat u was ons de woord van de opmerking. Dat we kunnen dat nemen wat u voor ons hast van deel. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. We gaan in Matäus Kapitel 7, de 7e vers, bij de 12e vers van deel doorgaan. En we würden kunnen zeggen, dit is het laatste part van deze boodschap. So Jezus deed alles wat hij gezegd heeft in Kapitel 5 en 6, deed hij niet uitbrengen. En we würden kunnen zeggen, dit is een beetje zoals de Schluss van de boodschap. En van daar redt hij aan gebed. Waar zal we beden? Waar zal we God aanbeden? En ik had het thema van deze wereld met vollem vertrouwen te God beden. Hij vangt aan de 7e vers, hij zegt het steeds. Vraag en je wordt gegeven worden. Zeekt en je wordt vingen. Klap aan en je wordt opgemerkt worden. So hij zegt hier, we zullen 3 dingen doen. We zullen vragen, we zullen zeken en we zullen aanklappen. Hij vangt aan, hij zegt, we zullen vragen. En dat woord hier wordt gebruikt van vragen, dat is dan wörtlich van hart vragen. Ons is wat dat we in nood zijn, ons veelt wat, en we praten God aan. En wieder wie aan, wat we een klein beetje verstaan, naar wem redt Jezus hier? Dat zijn Gottes dingen. En we verstaan dat het is niet bloos dat, wanneer we Jezus Christus aannemen, dan dat leven dan leeg worden dat. Dat we niet meer in nood zijn. Dat we niet meer in schwierigheden wandelen. Maar hij redt nog zo'n wat Jezus aangenomen heeft, wat voor am leven doen. En dan dat wat God verspreken deed, dat kan volbracht in zo'n wat am navolgen doen. In 1. Johannes Kapitel 3, 21 en 22 vers, redt hij van wer God antwoorden deed. Lieve vriend, wanneer onze gewissen ons niet verklaart, dan kan we in vollem vertrouwen naar God komen. We worden dat krijgen, wo no we vrouwen, wils wie zijn we buiten houden en donen, wat aan je valt. So Johannes redt
in dieser Version hier, dort, wir wollen dort kriegen, willst wie in seine Geboten, willst wie seine Geboten halten und tun. So Jesus redet hier nur Christen. Er redet nicht nur bloß uns einer, er redet nur so, was sich angegeben haben. So das ist das erste Part von, wo wir diese Verse verstehen tun. Freu und ein Wort hat gegeben worden. Nur wem redet Jesus? Er redet nur so, was am Tanen tun. Und wieder, wo das wird gebrochen in der griechische Sprache, dort meint dort, das ist ein Ding, was Gott uns belohnen wird, aber das ist, in Englisch sagen wir das the perfect aorist imperative. Was dort meint das ist dort ein Ding, was wir sollen tun, Gott wird uns das befallen. Wir sollen dort wieder Eva und Eva tun. Wir sollen nicht abhören mit dort tun. So wenn er hier sagt, dass wir sollen Gott freuen, dort meine ich, dass wir bloß einmal freuen tun. Dort meine ich bloß, dass wir bitte halbe freuen tun und dann wollen wir sein, was passieren wird. Wir sollen Gott anbeten, wir sollen Gott prachten, wir sollen Gott freuen, für was er uns geben wird. Und das ist ein Ding, was Paulus von reden wird, geschrieben wird, in 1. Thessaloniker Kapitel 5, 17. Vers, in Römer Kapitel 15, 30. Vers. Wir sollen anhaltend sein im Gebet. Und dann wieder sagt er in Jakobus, Kapitel 4, der 2. Vers, die sind begierig und kriegen dort nicht. Die morden und näden und die werden nicht. Die striden und kämpfen und haben nicht, was die wünschen, willst je nicht du anbeten. So Jakobus sagt hier, dort viele Menschen, sie haben nicht, willst sie freuen nicht. Nicht als Christen, wir haben vielleicht noch mal eine schwere Zeit verstehen, wo schafft das, wo passt das taub. Wir weiten dort, Gott weit alles. Wir weiten dort, wann wie Gott wird sein, dort ist nichts nicht für ihn. Wir weiten dort, wann wie nur was freuen, und dort ist nicht Gott dort nicht weiten, dort uns dort fehlen dort. So woran sollen wir dann freuen? Wir sollen freuen, weil Gott will von uns hören. Und das ist dann verbunden mit, wo ich anfangen sagt, das ist nur Christen, was Jesus hier reden wird. Das ist nur so, was am nur vorhin tun. Gott will von dir hören. Von dir und Jesus Christus nur vorher bist, Jesus Christus will haben, dass die so nur anbeten. Nicht wegen er nicht dort weiten wird, nur Wort wie beten, aber er will von uns hören, wegen er in Gemeinschaft ist mit uns. So er sagt hier, wir sollen freuen. Und Ferien haben wir nicht, wegen wir freuen nicht. Und dann Jakobus Kapitel 4, der 3. Vers sagt, wir beten und kriegen dort nicht, willst je mit falschen Aufsichten beten. Je prachen um Sachen, die eine Lust zu befriedigen. So Jakobus jetzt wieder und er sagt, die Hand wegen die Frauen nicht, die Hand nicht wegen die Frauen nicht. Wir müssen Gott freuen für dort, was uns fehlen wird. Dann sagt er wieder, wir müssen noch freuen mit der rechten Motiv, mit der rechten Aufsichten. So wenn wir unser Hort würden Unger segnen, woran freuen wir für Dinge? Erst, dass es Jakobus hier sein wird, wir wollen unsere innere Lasten zu befriedigen. Oder weil wir dort nehmen, dort, wo Gott uns geben wird, dort zurückgeben nur Gott und vor allem leben. Und dort, wo Gott uns geben wird, mitteilen mit uns, dort andere auch den Sehen kriegen, was wir kriegen. Was ist unser Motiv? So, wenn wir freuen tun, wir sollen mit dem rechten Motiv freuen. Wieder, wir sollen freuen mit Glauben. Matäus Kapitel 21, 22. Vers sagt, alles, was je beten, wo je kriegen, wann je Glauben haben. Das ist eine Frau für uns und das ist eine Frau für mich selbst auch. Wenn wir was von Gott freuen tun, haben wir Glauben. Haben wir Glauben. Haben wir Vertrauen. Wir sagen, wir haben, aber wenn wir beten,
Wenn wir Gott nur was freuen dann, glauben wir dort wirklich, dass Gott dort geben kann und auch, dass Gott dort geben wird. Wenn Jesus sagen, das ist mir, ich glaube dort ganz ehrlich, dass Gott dort kann tun. Ich glaube, dass Gott hat alle Macht und er kann alles tun, was ihm gefallen hat. Aber wo ich noch mal in vielleicht ein klein bisschen schwachen Glauben habe, als dass Gott dort Wort tun, dort nur was ich freuen tue. Das ist nicht, dass ich in Zweifel habe, dass Gott dort kann tun, das ist ein Zweifel, dass ich habe, dass Gott Wort dort tun. Und wir müssen brav sein, wenn wir beten. Wir müssen einen Glauben haben, dass Gott dort was geben, was er nur dort, was wir beten tun. So, wo brav sind wir dann, wenn wir beten? In Lukas Kapitel 18, Jesus redet von einer Vetruen, was den Rechter unhallend ist. Wir würden gerne sagen, dass sei amtlich ist, so dass der Rechter dort das, was sei verfreuen hat, wenn sei sie verfreuen hat. Wir sollen brav beten. Wir sollen freuen, nur dort, was wir sollen kriegen. Ich glaube, dass wir beten tun in Glauben und dass wir beten tun mit einem rechten Motiv, ist sehr wichtig. Wenn wir unseren Hort abgeleint ist mit dort, was Gott verlangen hat, dann wollen wir da nur dort freuen, was Gott uns geben will. Und dass wir wollen sein, dort ist verbunden mit Glauben. Wir glauben dort, dass Gott wird uns bloß dort geben, was Gott ist für uns. Und er ist in Kontrolle. Und er wird uns Gebet antworten, nur dort, was Gott ist. So er sagt hier, wir sollen freuen, und die, die freuen wollen kriegen. So das Wort, was dort kriegen, hat zwei Porte. Erst meint dort, dass Gott wird uns das geben, was uns fehlen wird. Und der zweite Port ist, dass Gott wird uns raten von unserer Not. In Psalm Kapitel 50, der 15. Vers sagt es das. Raut mich, wenn du in Not kommst. Ich will dir raten. Und du wirst mich ehren. Und dann wieder in Psalm 17, der 6. und 8. Vers sagt es, ich raub dich an, o Herr, willst du wirst mich hören. Horch nur mich und hear meine Gebet. Bewies du, o Heiland, wo wundervoll leiftolig du zu dir bist, der Erde tau Flucht bei die der rechte Hand segen, und von aller Feind loszukommen. Bewahr mich so aus dich, Kicker im Augen. Verseg mich im Schatten, Unger deine Pflichten. So hier redet er auch von dort kriegen, was Gott uns, kriegen dort, was wir verfreuen tun. Und Gott wird dort geben, was er verfreuen wird. Und das hat zu tun mit erst dort kriegen, was er verlangen wird. Und auch, dass Gott uns beschützen wird, von wir in Not sind. So wenn ich an diese Vers denke, und das ist eine Karte Vers, wir sollen freuen, so dass wir dort kriegen. Sagen wir dann Christen, was freuen dann in Glauben. Aber wenn wir beten dann, wo beten wir? Kommen wir nur Gott, denn wir sollen demütig nach Gott kommen. Wir weiten dort, das ist, was die Bibel uns lehrt. Aber sagen wir uns sicher, in uns glauben, dass Gott dort kann tun, was wir verfreuen tun. Und sagen wir uns sicher, dass Gott gut ist. Und er dort geben wird, was uns fehlen wird. Und wenn dort da nicht ganz uitkommen wird, das was wir verwünschen tun, wir geben uns Hand nur Gott. Wir wissen, dass Gott das bastet wird. Wir wissen, dass Gott recht ist. Und er wird, was bastet ist und was gut ist. Und dann zweiter Port redet Jesus wieder und er sagt, und wer durchsägt, fängt.
Wir sollen segnen. Nou, wat soll wir segnen? Und die denken dann vielleicht auch an Römer Kapitel 3, auf der Vers, das sagt, keiner segnet für Gott. Das sagt, du hast keiner, der ein Verständnis für Gott hat oder nur am Segen wird. So, was meint er hier? Und ich glaube, hier kann wir weiter sein. Jesus redet nur so, was all gerat sein. Die wird in nie Hort haben. Die wird wahrgeboren sein. Sondern was wahrgeboren sein, die haben ein Verlangen für Gott. Wir sollen für Gott segnen. Wir sollen nur Gott nur segnen. So, was ist es dann, dass wir versegnen sollen? Matäus Kapitel 6, das ist ein paar Versen Eier, das sagt in Kapitel 6, der 33. Vers sagt, aber seg, dat eerst nur Gott sein Recht en nur seine Gerechtigkeit. Dann wo je dat andere auch alle kriegen. Was soll wir versegnen? En krijgt in de Wahrheit, wir sollen für dort freuen, dort wird stemmen det mit wer Gott ist. Wir sollen man in rechte Aufsichten freuen. Wir sollen auch für die rechte Dinge segnen. Könnt ihr sein, dass wir dort nicht finden, nur dort, wo wir segnen, wenn wir segnen für die echte Dinge. Jesus sagt hier, wir sollen erst nur Gott sein Recht segnen. Dort ist das erste Ding, was wir versegnen. Und ich glaube, wir finden dort nicht, dort wird uns Hort eine Verlangen verhaft. Wenn wir segnen für die echte Dinge. Aber wenn wir Gott sein Recht segnen, wir wollen finden. Dann wieder sagt er, nur seine Gerechtigkeit. Wir sollen in Gerechtigkeit leben. Das wird uns Hort soll segnen. Wir sollen segnen, wo können wir besser für Jesus leben. Nicht, dass wir dort verdienen, dort wird Gott uns geben. Nicht, dass wir Gott seine Gnade verdienen. Aber wir wollen segnen, wo wir können Jesus Christus besser noch folgen. Wir sollen seine Gerechtigkeit segnen. Und dann sagt er, dann wo jeder andere alle kriegen. Wenn wir segnen für Gott sein wollen, wenn wir segnen, wird Gott will von uns. Wir müssen eine rechte Weg anfangen zum Segnen. Das ist durch Gott sein Recht segnen, das ist durch die Gerechtigkeit, was von Gott kommen wird, segnen, dort alle die anderen Dinge kommen. So wenn wir dann Christen sind, was ohne Hoffnung sind. Wenn wir Christen sind, was nicht mutig sind. Wenn wir Christen sind, was weit nicht, woran wir hier sind. Wo wir fühlen, dass mit uns erst das nicht. Und wir segnen für einen Purpose. Könnte es sein, dass wir segnen für die echten Dinge. Jesus sagt, wir sollen nur Gott sein Recht segnen und seine Gerechtigkeit segnen. Vielleicht sei ich von dir und ich höre nur diese Botschaft. Und ich sagen, ich kann hören, was die sagen, aber ich segne für Gott. Und ich segne für Gott und das Beste, ich kann nichts finden. Ich will von dir die Mut merken, dass hier nicht ab mit Gott segnen. Hier nicht ab mit dort segnen, was Gott von dir will. Vielleicht ist die Sonne, was vielleicht für die erste Mal wörtlich die Bibel merken wird und sei interessiert ist. Und du bist nicht zufrieden mit Gott, die Gott kennen das. Ich will die Mut merken, les mehr und mehr. Hier nicht ab mit Gott nur segnen. Wenn ich sage mir ganz sicher, in der Bibel verspricht uns hier, wenn wir Gott segnen, dann wir wollen empfangen. Wir wollen empfangen. Gott wird sich offenbaren noch uns. Wir müssen anhaltend sein mit Segen. Und dann werden wir uns nicht verführen, wenn Gott sich selbst offenbaren wird. Und das anders ist und fertig besser ist, es wird wie doch noch wird sein. Gott hat eine Weg, um sich offenbaren noch uns, wenn wir am Segen tun, was gerade ist, was besser ist, als was wir jemals können bleiben. In Epheser Kapitel 3, das 5. Vers sagt es dort, dem, der durch seine Kraft viel mehr in uns tun kann, als wir uns denken oder verstehen können.
So wer wir unser Hort opmerken, wer wir unser Hang opmerken, und wann wir Gott segnen tun, dort wann wir empfangen tun, dort Hij in grotere zijn Hand für uns, ist was wir denken können und auch verstehen können. Dann wieder sagt Hij, und wer anklappt für dem, wird abgemerkt. Was redet Jesus hiervon? Hij redet hiervon in der der, en das wieder verstehen dann, wenn in der ist, wir klappen an, so dort, die wat an der Ordnung sie der ist, kann dort opmerken für uns. Und wenn wir anklappen dann, wir sehen von der Gelegenheit, für was ordnet. Wir sehen für die Gelegenheit, was Gott für uns hat. Wir sehen für den Plan, was Gott für uns hat. Und wenn wir anklappen dann freuen wir, dass Gott uns leiden wird, wo wir nicht durch sollen gehen. Und wenn wir an der anklappen und dass der Rechte der ist, Gott wird der opmerken. Ich glaube, viele von uns sind viel zu zufrieden, durch Leben gehen, ohne dass wir der anklappen tun. Wir freuen Gott, was er will tun. Wir segnen Gott sein Willen. Aber das ist der dritte Part. Wir müssen dann gehen in Glauben und klappen die Deren an. Das ist nicht bloß genug, um bis wachen, dass die Deren nach uns kommen. Wir müssen Gott segnen. Und dann die Gelegenheit, was Gott uns geben will, wir müssen die annehmen. Wir müssen die Deren durchgehen. Und wenn der nicht abgeht, dann gehen wir in der nächste der. Dort Gott der opmerken kann, was Hij will opmerken für uns. Und dann Jesus, der sagt, war dann nach der Vers, das selbst, und er sagt, wer du fragt, kriegt. Und wer du sägt, fängt. Und wer anklappt, für dem wird abgemerkt. So, wir sollen nur Gott beten. Wir sollen nur Dinge freuen. Wir sollen nur Dinge segnen. Dort Gott sich kann offenbaren zu uns. Und dann, wo können wir uns sicher sein? Dort wird wir verfreuen, dort wird wir versegnen, und wo wir anklappen, dort wieder wollen kriegen. Wegen Gott und Gott vor uns. Die nächste Frage sein ist das. Wird bejünt wer sein, der ihn sehen wird und Stein geben, wenn er verbraut fragen wird? Oder wann der nun Fisch früher, der eine Schlange geben wird? Er sagt, in Futter wird niemand ihn sehen, dort geben, was schlecht ist, wenn er für was Gott fragen wird. Ich glaube, das sind Christen, die sein Gott an, das ist ein schlechter Futter. Die sind am an, wenn sie würden für Dinge fragen, dort Gott wird und dort schlachtet geben. Die glauben, dort Gott hat dort in Hort, dort er will schwere und schlechte Dinge geben, ne Erdkinder. Und wenn dieses dort leben ist, dann hast du Gott nicht reich lieb kann. Gott ist die Gott. Uns Vater will das Beste für uns. Und wenn wir für gute Dinge beten, dann, Gott wird uns nicht die schlechten Dinge geben. Das sind Tiden vielleicht, wenn dort wird uns gegeben, dort wird uns abgelegt, dort ist schwor. Und wenn wir in einer Welt leben, dann wo Gebrechen durch Sinn kommt in der Welt an, und Sinn, die Flucht von Sinn ist eben alles, wir wollen schlechte Tiden durchgehen. Aber Gott ist nicht im Himmel und er denkt nicht durch, wo er kann uns schlechte Dinge geben. Gott ist im Himmel, Gott ist mit uns, Gott ist in uns und seine Verlangen ist uns dort Gott zu geben. Ich weiß nicht, wo du von dir in dein Leben bist. Falls du dir dort Gott will, die beste schlechte Dinge geben. Ich will uns von dir trösten mit der nächsten Vers auf der Vers.
sagt dann, wann je dann, so schlecht als je auch sind, doch weiten jene Kinder goude Goven te geven. Wo viel mehr wordt je Vader in Himmel, de goude Dinge geven, die arm door nur Frauen. Wann wie schlechte Eltern sind, und was hij hier meint, als wir sind Sünder. Hij sagt nicht, dass wir arme schlechte Dinge geben tun. Aber er sagt, wir sind nicht vollkommen. Wir sind nicht Eltern, die perfekt sind. Wir haben noch Sinn in uns. Wir sind Sünder. Und wenn Sünder gute Dinge geben tun, nur ihre Kinder, wie viel mehr wird Gott, wer perfekt ist, wird ganz gut ist, wird kein Schlechtes in sich hat, gute Dinge geben wird. Gott ist uns gut. Und wenn wir gute Dinge kriegen, das ist von Gott. Jakobus Kapitel 1, 17 sagt, alle gute Sachen und alle vollkommene Gaven kommen von boven drauf. Die kommen von Vater, die dort Licht gemerkt hat. Und verändert sich nicht. Und er verwechselt nicht dachet mit diesen nicht. Gott gibt uns vollkommene Gaven. Gute Sachen. Und die kommen von boven drauf. Und wieder in Psalm 119, den 68 Vers sagt, du bist gut und freundlich. Lehre mir deine Vorschriften. So, dann kamen wir ans vielleicht der Frau an. Wenn Jesus hier ist, der reden wird. Wenn Jesus hier sein wird, dort, wann je wollen bleiben, wann je wollen Frauen, wann je wollen segnen, wann je wollen anklappen, je wollen dort kriegen, zu was je Frauen tun. Je wollen dort fingen, was je versegnen tun. Je wollen der durchgehen, und wo je angeklappt haben. Worum ist das dann, dass wir dort nicht kriegen, wo wir für Frauen tun? Da kann ich diese Frau selbst fragen, diese Forschen sind schwer zu annehmen. Und wir verstehen nicht gerade, aber wo kann das alle durch passen? Wo können wir das durchdenken und das verstehen? Ich würde sagen, von dir, eine ganze klare Antwort habe ich nicht. Worum welche Dinge passieren dann, wenn wir für die Frauen, wenn wir beten, dann Gott gibt die führt. Und die Tiden, dann beten wir und prachen wir, und Gott gibt uns nicht die Antwort, kriegt wie die Antwort wollen. Aber Gott gibt uns immer eine Antwort. Die Antwort ist ja. Ja, ich wollte dir dafür geben. Du sind Tiden, wo wir vielleicht Dinge nicht ganz recht verstehen tun, und Gott sagt, nee, das ist nicht, was Beste für dich ist. Und die dritte Antwort ist, ja, aber die Zeit ist noch nicht recht. Wenn wir weiten, das soll hier sein, dass Gott gut ist. Wir können vielleicht nicht verstehen, woran Gott unsere Gebete antworten wird, wo er die antworten wird. Aber wir können uns ganz verlassen, dass Gott gut ist. Und er merkt nicht den Fehler. Und wenn dort sie loten wird, dass Gott seine Versprechen nicht vollkommen tun, dass die vollbracht worden. Gott ist der Weg gut. Wir müssen uns verloren und arm, dass er weiß, was er tut. Wegen er ist gut. Und er ist uns gut. So, ich würde uns von dem merken. Wenn wir dort nicht Kraft zu kriegen, ist was wir für Menschen tun. Und wenn wir dort nicht Kraft zu sein tun, ist was wir für Frauen tun. Wer wir nicht abhören mit Frauen. Wer wir nicht abhören mit Segen. Wer wir nicht abhören mit Anklappen. Aber wer wir in Glauben uns hingeben, so dass Gott kann antworten in seine Zeit, in seine Weg, und in seine gute Plan. Ich will uns von dem merken. Wer wir die Leib, was für Gott ist,
En je leven wordt veranderd als uit leven. Maar we sluiten met een mooi beden. Jezus Christus, du hast ons van dir gezegd dat wanneer ons wat fehlen deed, en wanneer we nog wat vreemd doen, du wirst ons dat geven. Wanneer we nog wat zeker doen, du wirst ons dat laten vingen. Wanneer we aanklappen doen, du wirst der ook merken voor ons. Gott, ik bid, wanneer we in Schwachheit geloven haben, dat du wirst ons sterken met deine Kraft. Du wirst uns stärken mit deiner Gnade, dass wir uns handgeben können an dich. Und Gott, ich bete, dass du wirst uns Leib geben für andere. So dass wir können die ganze Satz ausleben. Leib für dich und Leib für andere. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.